Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, ein wöchentliches Nachrichtenfeature über Tibet, seine Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns doch als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schließt Verpflichtungen in Bodh Gaya ab. Mitglieder der Nyingma-Tradition sprechen Langlebensgebete für seine Heiligkeit. Stellvertretender Sprecher kondoliert zum Tod des ehemaligen Unionsministers Sharad Yadav. Ministerium für Information und internationale Beziehungen begrüßt UN-Untersuchungen zu Chinas kolonialen Internaten in Tibet. Lobsang Shastri ist der neue Repräsentant des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Delhi. Bharat Diwas Samanvay Sang begeht seinen zweiten Gründungstag, Sthapana Diwas. Tibetische Wochenendschulen in der Schweiz und Liechtenstein veranstalten tibetischen Kulturwettbewerb. Repräsentant Garma Singhi trifft chinesische Einwohner von Sydney. Nach einem einmonatigen Aufenthalt in Bodh Gaya, dem Land der Erleuchtung Buddhas, beendete seine Heiligkeit der Dalai Lama am Donnerstag dieser Woche seine Verpflichtungen in der Stadt mit einem Besuch des Mahabodhi-Tempels, um der Buddha-Statue im Inneren des Tempels seine Ehrerbietung zu erweisen. Seine Heiligkeit wird voraussichtlich am Montag nächster Woche in Dharamsala eintreffen. Am Mittwoch dieser Woche nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an der Gebetszeremonie für ein langes Leben teil, die von den Mitgliedern von der Nyingma-Tradition im Kloster Bayu Namdoling in Bodh Gaya als Teil des großen Gebetsfestes abgehalten wurde. 5 Lamas unter der Leitung von Sheshen Rabjan Rinpoche, darunter Düjum Rinpoche, Kölchen Rinpoche, Minling Khenchen Rinpoche und Ringo Döku, leiteten das Langlebensgebet für seine Heiligkeit im Namen der Nyingma-Tradition. Seine Heiligkeit der Dalai Lama versicherte den Anwesenden seine gute Gesundheit und sagte, dass er so lange leben werde, wie er könne. Am Freitag vergangener Woche bekundete die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekang im Namen des tibetischen Exilparlaments und des tibetischen Volkes ihr Beileid zum Ableben des altgedienten indischen Politikers, des Gründungsmitglieds der Janata Dal United und ehemaligen Unionsministers Sri Sharad Yadav. Der stellvertretende Sprecher bedankte sich bei Sri Sharadji für seine unerschütterliche Unterstützung und Solidarität mit der tibetischen Sache und sagte, man werde sich immer an seine herausragenden Verdienste für die Nation und das indische Volk erinnern. Am Donnerstag vergangener Woche bedankte sich die Abteilung für Information und internationale Beziehungen (DIR) der tibetischen Zentralverwaltung für die Mitteilung der UN-Menschenrechtsexperten, in der diese ihre ernste Besorgnis über die Auswirkungen der Assimilationspolitik der chinesischen Regierung auf die tibetische kulturelle und nationale Identität zum Ausdruck brachten. Norzin Jama, der Galön des DIR, wies in ihrer Erklärung auf die Bedeutung der Mitteilung hin und sagte, dass eine solch schreckliche Politik und Praxis unhinterfragt und unkontrolliert zulassen, leider zur allmählichen Auslöschung der tibetischen nationalen Identität, einschließlich ihrer Sprache, Kultur und Religion, in all ihrer Form und ihrem Wesen führen wird. Galön forderte das Büro des Hochkommissars auf, China ungehinderten Zugang nach Tibet zu gewähren, um eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. 4 UN-Sonderberichterstatter mit Mandaten für Minderheitenfragen, kulturelle Rechte, das Recht auf Bildung und Religions- und Glaubensfreiheit forderten von China Klarheit über die Umsetzung der Politik zur Assimilierung der tibetischen Kultur im von China besetzten Tibet. Der ehemalige tibetische Parlamentarier Lobsang Shastri hat diese Woche das Amt des Vertreters des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Delhi übernommen. Die Übergabezeremonie fand zwischen dem Interimsrepräsentanten Thöndup Gyalpo und dem neuen Repräsentanten Lobsang Shastri in Anwesenheit des Sekretärs Karma Chöing von Department of Information and International Relations (DIR) als offiziellem Zeugen statt. Sigyong Bimbo Tsering, der sich in Delhi aufhielt,
gratulierte dem Repräsentanten Lobsang Shastri bereits am Vortag persönlich. Die Ernennungsurkunde wurde am 22. September 2022 vom 16. Gasha ausgestellt. Am Samstag letzter Woche beging Bharat Tibet Samanvay Sangh BTSS, eine Tibet-Unterstützungsgruppe aus Anlass von Makar Sankranti und Lohri, ihren zweiten Gründungstag, Stabani Diwas. BTSS-Sektionen von Haryana bis Karnataka und von Gujarat bis Assam feierten den Tag mit tibetischen Brüdern und Schwestern. Die Amtsträger und Mitglieder von BTSS besuchten tibetische Siedlungen in ihrer Nähe und tibetische Winterpullovermärkte in verschiedenen Städten. In Delhi feierte die BTSS Nordregion den Tag unter der Leitung von Sandhya Singh, Präsidentin des Frauenflügels der BTSS Nordregion. Auf ihre Einladung hin nahm die Programmbeauftragte Chune Tsering als Vertreterin des India Tibet Coordination Office ITCO Neu-Delhi an dem Programm teil. Am vergangenen Samstag veranstaltete die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins den jährlichen Kulturwettbewerb zwischen tibetischen Wochenendschulen in Winterthur im Kanton Zürich. Den Sichuesang vom Tibet-Büro nahm an der Veranstaltung teil und würdigte die neue Generation von in der Schweiz geborenen Tibetern, die trotz ihrer regulären akademischen Verpflichtungen mit großem Interesse tibetische Kulturlieder singen und tibetische Sprichwörter rezitieren. Der Wettbewerb war Teil der Bemühungen der tibetischen Wochenendschulen, den Schülern der tibetischen Wochenenden in der Schweiz und in Liechtenstein eine breite Palette an tibetischen Kultur- und Zeremonialkleidern, tibetischen Gruppen- und Sololiedern, Rollenspielen und tibetischen Sprichwörtern vorzustellen und zu vermitteln. Über 365 Schülerinnen und Schüler in Begleitung von Lehrern aus 18 tibetischen Wochenendschulen nahmen an der ganztägigen Veranstaltung teil. Der Repräsentant Karma Singhi traf am vergangenen Sonntag in Sydney mehrere in Sydney lebende chinesische Schriftsteller, Gelehrte und prodemokratische Aktivisten und richtete allen chinesischen Freunden seine Neujahrsgrüße aus. Der Repräsentant betonte die Notwendigkeit einer stärkeren Interaktion zwischen Chinesen und Tibetern, um die Freundschaft zwischen diesen zwei Gemeinschaften zu stärken und das Verständnis der Chinesen für die Tibet-Frage zu verbessern. Während des Treffens bekundeten die chinesischen Freunde ihre Solidarität mit dem friedlichen und gewaltlosen Kampf der tibetischen Menschen für die Wiederherstellung seiner Freiheit. An dem interaktiven Treffen nahmen über 40 in Sydney lebende chinesische Schriftsteller, Wissenschaftler und Demokratieaktivisten teil, darunter Dr. Jin Jiang, Vorsitzender der Chinesischen Allianz für Demokratie, und Dr. Xin Jin, Vorsitzender der Föderation für ein demokratisches China. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.